Dann stell ich mir vor, es gab eine Spülmaschine für uns Menschen. Ich freue mich so. Mein Gast heute bei Beate einfach ich trifft ist Stefan Welt, Liedermacher, Kabarettist, Musiker, Bandchef, Autor, Sänger, Komponist und wunderbarer Mensch zugleich. Schön, dass du da bist, Stefan. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Und ich freue mich jetzt, dass ich meine Fragen stellen darf, die ich dir schon lange stellen wollte. Und die erste Frage ist eben von Künstler zu Künstler. Dein Name, Stefan Welt, da denke ich, ist das dein Lebensprogramm? Hast du dir von Haus aus ausgewählt, dass du diesen Weg auf die Bühne gehen magst? Hast du das immer schon gewusst, dass du das kannst, dich führen stellen, Menschen gut unterhalten? Hast du das schon immer gewusst? Ich glaube, dass ich eine sehr untypische Künstlerkarriere hinter mir habe. Ich war nämlich in der Schule. Also ich habe es gleich mal, um die Frage zu beantworten, ich habe es überhaupt nicht gewusst, weil ich war in der Schule eher ein hellgrauer Mensch, einer, der mit der Wand gleich war und den man kaum registriert hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, das war wirklich so. Und das, also vielleicht hat alles seinen inneren Sinn, weil ich habe halt den Eindruck, dass ich alles, was ich damals in der Schule zurückhaltend war, dass ich halt in der zweiten Lebenshälfte das alles, was ich damals in mir eingefressen habe, muss halt außer in Gott sei Dank in humorvoller Form. Ja. Aber das habe ich wirklich nicht immer gewusst. Ich bin ja auch von Haus aus nicht dem Künstlerberuf nachgegangen, sondern ich habe zwar immer schon etwas mit Musik gemacht und so nebenher, aber ich habe eine ganz ordentliche Ausbildung als Bekleidungsingenieur erst einmal gemacht. Schön. Und war dann 14 Jahre in der Bekleidungsindustrie. Und nach diesen 14 Jahren ist einfach ein kompletter Bruch gekommen und ich bin dann zu 100% als Bühnenkünstler dann erst umgestiegen. Genau, und zwar 2005 war das. Also ich bin ganz, ganz später. Und da hast du gemerkt, wenn es irgendwie stark ist oder weiß nicht, wo bei dir die Ideen reinkommen, kommen die in der Nacht oder kommen die, wenn du live beobachtest, wo haben die Texte reinkommen bei dir? Wenn ich so, also interessanterweise ist das, Leute fragen mich oft, wie kommen da diese Ideen, dann sage ich einfach immer beim Nachdenken, also weil es genauso ist. Und bei mir ist das auch so ein Prozess, dass die Grundidee ist so, weil gerade beim Kabarett versuche ich ja ein bisschen das Leben abzubilden, meine Mitmenschen und die Gesellschaft zu beobachten. Und wenn du in der Beobachtung merkst du halt einfach schon, wo Dinge, die wo uns ganz normal erscheinen, also aber eigentlich, wenn du das wirklich einmal formulierst und wirklich genau hinschaust, wie skurril wir eigentlich zum Teil leben, wie skurril das ist und auch wirklich in sich Dinge lustig sind, also egal was wir feiern, Weihnachten etc., es gibt ja so viele Dinge. Und meine besten Ideen, muss ich wirklich sagen, die kommen dann, wenn ich mich wirklich hinsitze, also weil viele Leute meinen, ja, das geht beim Boden oder in der Nacht. Es ist wirklich, wenn ich mich hinsitze und nachdenke und mir ein Thema zurechtlege, mit Stichpunkten durch, was fällt mir zu einem Thema ein. Und weil du auch das gefragt hast, explizit mit in der Nacht, ja. Also die schlechtesten Ideen, die ich habe, die kommen in der Nacht. Wirklich, das ist ja meins. Also ich habe ganz viel schon in der Nacht aufstehen müssen, dann muss ich runtergehen, dann muss ich es aufschreiben. Wenn ich es nicht aufschreibe, weiß ich es um 6 in der Früh bestimmt nicht mehr. Das ist mir auch schon so gegangen, dass du sagst, ich mag jetzt nicht aufstehen, habe ich mir schon mal gedacht. Aber dann weiß ich es in der Früh nicht mehr. Also muss ich mir es in der Nacht, muss ich ein Audio machen. Aber das siehst du, wie unterschiedlich. Ja. Also ich war immer, ich bin ja schon, also mit der Gnade der frühen Geburt, ich bin mittlerweile 58 und ich habe ja relativ früh angefangen, Dinge aufzuschreiben und habe immer, wenn du in der Nacht aufwachst und es fällt da was ein, dann ist mir das immer ganz, ganz wichtig und das ist ganz lustig und das ist super und so. Und dann habe ich immer einen Block neben dem Bett gehabt, weil das mit den Handys, ich habe ja schon eine Zeit erlebt ohne Handys. Dann war da der Block und dann habe ich mir das immer aufgeschrieben und dann war ich eigentlich wach, habe dann wieder schlecht einschlafen können, weil der Gedanke nachgelaufen ist. Und wenn ich dann in der Früh aufgestanden bin, meinen ersten Kaffee getrunken habe und mir dann gelesen habe, was ich da in der Nacht aufgeschrieben habe, war es meistens so ein Schmarrn, dass ich irgendwann bei mir schon. Und dann habe ich gedacht, nein, lass das ist es nicht wert, schlaf lieber weiter, weil in der Früh fällt da wieder was Besseres. Vielleicht soll ich auch mal jetzt die Wände machen und sagen, ich stehe nicht mehr auf, weil das habe ich mir wirklich schon manchmal, nein, ich stehe jetzt nicht auf, aber dann kommt eine Melodie und dann sagst du, ja, aber die Melodie weiß ich morgen nicht mehr. Und dann gehe ich halt runter und singe die Melodie in das scheiß Handy ein. Ja, ich habe es aufgehört, weil bei mir ist der Ausschuss in der Nacht her als das, was man als Produkt später verwenden kann. Das definitiv. Ist gut, aber es ist rein persönlich, rein individuell. Dir, ich sage da, darum interessiert mich das. Ja.
Weil man denkt, wie geht es andere Ja. mit Themen, die unbedingt einer möchten. Ja, Ja. genau. Ja, du hast das vorher schon gesagt, du stehst dir ja für und du bringst skurrile Sachen, aber eigentlich, ja, du hältst uns ja einen Spiegel vor, die Menschen. Du machst das auf lustig und das ist ja, das ist irgendwie, finde ich, dein Ding. Also über sich selber auch lachen können. So haben wir, so dumm benehmen wir uns oft, so reden wir und so. Kannst du über dich selber auch lachen oder bist du recht streng zu dir selber? So. Ich habe eine ganz andere Frage erwartet nach der Einleitung. Ja, Also es gibt natürlich, also zu deiner Einleitung ist zum Sagen, also das mit Spiegelverhalten, so kommt mir das vor. genau, das ist so eine Geschichte, die man bei Kabarettisten, also das ist so eine gängige Formulierung, wo man sagt, das, aber Spiegelverhalten hört sich ja ganz oft auch nach erhobenem Zeigefinger an, also ganz oft. Das ist zum Beispiel bei mir eine ganz strenge Regel, dass ich sage, alles, was ich nicht möchte, ist mit einem erhobenen Zeigefinger auf der Bühne stehen. Ja. Weil das ist so eine Geschichte, wo man dann oft sagt, als Künstler, ja, ich weiß da jetzt ein paar Sachen und ich möchte euch jetzt mitteilen, damit ihr die auch wisst. Quark. Also ist ein völliger Quatsch und ich bin sowieso so, dass ich sage, die leichtesten Dinge, also die am leichtesten rüberkommen, ist eben, wenn ich über mich selber lache und wenn ich einfach sage, wenn ich mir selber beim Leben zuschaue, dann kann ich das viel besser transportieren. Ich sage halt, gerade als Künstler, vielleicht fallen dir halt kleinere Dinge auf, die jetzt andere gar nicht so registrieren und du lässt einfach die Leute teilhaben und sagst, schau mal, das Kleine ist mir aufgefallen und dann sagt jeder, ja genau, stimmt, da habe ich jetzt noch gar nie so genau hingeschaut, da ist es und wenn man dann genau hinschaut, sagt man, ist eigentlich lustig, komisch, dass wir das als Menschen so machen. Also da gibt es ja viele Beispiele. Und was war das Ende von deiner Frage, weil das war das Lustige? Ja, ob du dann über dich selber lachen kannst. Also wenn du so eine Situation nachspeist, dann hast du die vielleicht auch schon mal erlebt, kannst du da über dich selber auch lachen und zu dir eben, aber du hast das schon fast beantwortet, du hebst den Finger nicht, also hebst ihn dir gegenüber auch nicht. Genau, und ob er selber lachen kann, und das ist, weil du gesagt hast, auch wie man dann mit sich selber umgeht, was natürlich schon in einem drin ist und was auch in mir drin ist, das ist eben dieser innere Kritiker zum Beispiel. Den hast du schon. Das ist ein ganz schlimmer sogar. Ja, also das ist der innere Kritiker, der mich immer wieder aufweckt und dann auch sagt, du, kannst du das eigentlich wirklich, machst du das wirklich gut und so. Aber so ein innerer Kritiker, mit dem muss man leben, immer. Und der treibt dann aber auch voran. Also ich versuche mit meinem so eine Koexistenz zu schaffen, der halt sagt, okay, also, aber manchmal ist er auch grausam zu mir. Das muss ich schon sagen, manchmal bringt er mich halt auch, und das ist halt vielleicht auch das Los von jemand, der von Geschmack abhängig ist, weil es geht ja auch immer darum, dass das, was du machst, ob das dir Leuten gefällt. Also das heißt, du bist ja immer dem ausgeliefert, dass du möchtest die vor die Leute hinstellen und einer was präsentieren, aber du möchtest auch, dass es einer gefällt. Ja. Und dann gibt es natürlich den inneren Kritiker, der immer wieder zu dir sagt, das ist nichts, das Schmarrn, was du da machst und du wirst scheitern und da musst du halt immer schauen, dass du da eine Balance hältst, dass das nicht zu laut wird und dass der andere, der dann aber auch in dir drin ist, der sagt, wenn wieder ein schöner Abend dabei war, dass du das auch aufsagst und sagst, erinnert dich wieder an das, wie schön das da war, und dann kriegst du da halt eine Balance hin. Also die Frage war ja noch gekommen, weil über das habe ja ich mein Lieblingslied geschrieben, Kopfspülgang. Weil ich wieder auch mal hergesetzt habe und mir denkt, wieso ist denn das manchmal so, dass die Gedanken so aus der Richtung bringen können? Du stehst auf, es ist ein guter Tag und dann kommt irgendwie ein Gedanke einer und es kann eine Angst sein, es kann eine Sorge sein oder es kann immer Zweifel an dir selber sein. Und mit dem habe ich mich beschäftigt und darum habe ich das Lied geschrieben, dieses Kopfspülgang, wo ich praktisch mit mir selber dann geklärt habe, wenn es wieder mal so ist, dann stelle ich mir einfach vor, es kommt der Spülgang über mich und der hat einen Glasspüler mit dem Namen Liebe. Und weil Liebe akzeptiert alles und dann geht es mir besser, wenn ich so denke. Aber da wollte ich jetzt eben die fragen, was machst du? Also du sagst, du kennst auch so Zweifel, so einen Kritiker. Und was machst du? Wie gehst du mit dem um, wenn der recht laut ist? Hast du irgendeinen Tipp? Manchmal bin ich ihm einfach nur ausgeliefert. Also das ist das kann immer passieren, dass du sagst, okay, jetzt ist der da, der Sauhund, und es gibt einfach, so wie es glaube ich alle Menschen kennen, man hat gute und man hat schlechte Tage. Und sage ich mal, wenn der gewinnt ja auch manchmal, das muss ja nicht nur ein Künstlerproblem sein, das können auch private Dinge manchmal sein oder sonst irgendwas. Sorgen und dann gewinnt er auch manchmal. Und dann manchmal begleitet man den einfach halt dann auch nur. Also ich habe jetzt da auch
ich habe jetzt auch wirklich keine aktive Methode, wo ich sagen kann, also ich bin jetzt da selber so, dass ich mit mir tiefenpsychologisch umgehe oder so, irgendwas Besonderes oder ein Tipp für Menschen, die jetzt da zuhören, was ich da rede. Ja. Also manchmal muss man einfach diese schlechten Tage auch begleiten, um zu hoffen, dass wieder bessere kommen. Eigentlich hast du es ja jetzt gesagt, du lässt ihn dann zu. Ja. Du lässt ihn einfach über dich ergehen. Weil ich gelernt habe, dass das manchmal besser ist, weil wenn man arg oft gegen einen kämpft und so, dann wird er halt auch vielleicht lauter oder also wie gesagt, manchmal, Ja. ja. Schön. Nein, ist interessant und gerade auch mit Kopfspielgang, da habe ich mir eben auch schon oft die Frage gestellt, was machst du, wenn es recht stressig ist oder das mag ja auch andere Leute gerne fragen, wo lädst du deinen Akku auf oder wo ist ein Rückzugsort für dich? Das habe ich früher sehr oft zulassen, dass es recht stressig wird. Ich glaube, es ist jetzt so die Gnade des Alters, die will mir langsam erreicht, dass ich das selber schaffe. Da habe ich zum Beispiel mittlerweile schon Methoden entwickelt, dass ich mir nicht so viel aufhäuse, einfach, das ist glaube ich ganz einfach, und den Stress nicht mehr so an mich anlasse wie früher, weil das hat mich zu Bluthochdruck geführt und also zu viele Dinge, die Schon, halt, gell? und dass man was in sich einfrisst und dass man einfach viel isst oder irgendwas macht, das habe ich mir so ein bisschen aufgehört. Also ich versuche wirklich, dass es nicht mehr zu stressig wird. Zu stressig, einfach schauen. Dann brauchst du auch nicht aufladen, weil dann hast du gar nicht so hoch, hast du das nicht so kommen lassen. Ja? Aufladen, das tue ich eben, ja. Irgendein Hobby? Was mache ich? Ja, Hobbys habe ich natürlich. Also ich tue zum Beispiel, was mich total nährt, nicht bloß seelisch, sondern auch körperlich, das ist, ich koche halt wahnsinnig gern. Wirklich, ja. Und auch ganz, ja, ich bin ja seit, ich glaube, 10 Jahren habe ich die Essen und Trinken abonniert, also ich probiere mal alles aus. Das ist eine Zeitschrift, die ich habe, also da lese ich halt recht gern rum und probiere halt alles Mögliche aus. Kochen entspannt mich total und Essen entspannt mich dann noch mehr. Ja. Und weil ja Männer immer vorgeworfen wird, sie dann hätte sie es, also ich sogar das Aufräumen und das Zusammenspülen und so, das also Ist auch meditativ für komplette dich. Prozess. Also ist das schön, für also mich. wenn man die daheim hat, kann man sich ja nur freuen. Da müsste man die fragen, die mit mir zusammenleben müssen. Ja, ist, das stimmt. Wenn ich hätte jetzt eigentlich gleich einen Tipp, du hättest gesagt, Musik hilft mir oder ich spiele dann Gitarre aber das hast du jetzt nicht als erstes genannt, sondern, gell? ja, weil es ja, natürlich ist das ein ganz tolles Ventil. Immer, jeder, der Instrument spielt, wird das wissen. Jeder, der jetzt vielleicht das hört und sagt, ich habe selber ein Instrument, der weiß, du kannst mit Musik wirklich und vor allem mit aktiver Musik, also kannst du ganz viel kompensieren. Also du kannst wirklich sofort nur hinsitzen und allein durch das Erzeugen von Klängen kannst du die in eine ganz andere Gemütslage beamen in Sekunden und ich glaube, da kann man sogar Therapeuten fragen, Dinge, es gibt ja ganz viel Musiktherapie, aber wenn ich halt irgendwelche Tipps, wenn irgendjemand von mir irgendeinen Tipp möchte, also was das Leben betrifft, sage ich, dann lernt es eure Kinder oder sagt es einer und wenn es bloß eine Blockflöte ist, macht es irgendwas, dass Musik, gell? die irgendwas spielen, weil das ist später so eine Bereicherung fürs Leben. Und ich kenne ganz viele Leute in meinem Alter, die kann das ja, aber jeder von denen sagt, mein Schott, das ich nie. Hätten es vielleicht irgendwann können, aber ich glaube, selbst wenn du 70 bist, ja, dann mach's halt. Also Glockenspiel oder irgendwas, aber auch Gitarre. Weil es schaut ja toll aus, wenn es einer gut kann, aber man kann, mit Gitarre kommt man relativ schnell vorwärts. Also man kann auch später noch mal einsteigen. Also ich habe ja in der Schule Gitarre gelernt und habe erst vor ein paar Jahren noch mal so richtig nachgelegt. Und zu einem guten Gitarrenlehrer gegangen, der selber auf der Bühne steht und habe einfach noch mal Reggae gelernt, wo man denkt, boah, das glaube ich nicht, dass ich das kann, aber hat auch ein wenig gedauert, aber ist schon gegangen. Also man kann alles lernen, gell? Und zu jeder Zeit. Und zu jeder Zeit. Es ist immer möglich. Genau. Ja, genau. Also jetzt waren wir bei dem, was einen wieder ein bisschen runterbringt und was einen vielleicht glücklich macht. Und ich bin halt auch ich mag unglaublich gern lachen. Darum muss ich da noch mal einsetzen oder noch mal da weiter da mit dem. Vorher habe ich dich gefragt, ob du über dich lachen kannst. Jetzt darf mich noch interessieren. Du hast zwar vorher gesagt, du schaust immer so viel Fernsehen, aber wenn du was anschaust, an welcher Stelle kannst du so richtig herzhaft lachen? Was ist deine Humorebene so? Gibt es irgendeinen Künstler, was du sagst, der bringt mich total aus der Fassung da? Ja. Da gibt's welche, die hängen alle 3 in meinem Ausgang. Ehrlich? Also ich habe 3, die sind nicht bloß... Vorbilder kann man nicht sagen, weil solche Künstler, finde ich, darf man nicht nacheifern. Das ist ganz schwierig, weil das sind für mich Monumente.
Und also das, wo ich mich wegschmeiße nach wie vor und immer weggeschmissen habe, mein ganzes Leben lang, das war Loriot. Das ist für mich das ist das Mekka des kabarettistischen, humoristischen Schaffens. Ja. Dann habe ich noch wahnsinnig gern natürlich, weil das unserem Dialekt halt einspricht, das Karl Valentin, den ich halt sehr verehre. Und dann gibt es noch Heinz Erhardt, weil ich auch einfach Lyrik, Ja. also eine hochwitzige, skurrile Lyrik, das schätze ich auch sehr. Das sind die drei. Da habe ich mir mal damals Bilder, also ganz primitiv aus dem Internet, ganz schöne Bilder von den drei, Schwarz-Weiß-Bilder, Porträts, also große Köpfe. Und die habe ich mir ganz groß vergrößert und dann einfach in einem Drogeriemarkt einen Rahmen dazu gekauft. Und die hängen halt, wenn man praktisch vom Erdgeschoss in meinem Haus im ersten Stock geht, hängen die drei. Und an der Treppe, und jetzt mal, wenn ich an denen vorbeigehe, dann bete ich darum, dass sie ein bisschen von dem, was sie so in der Lage sind, mir zum Geben aus einem Sein, dass man irgendwas oberschmeißend, wenn ich da aus der Treppe gehe. Also über die drei kann ich wahnsinnig lachen. Aber vielleicht muss ich noch was dazu sagen, was bei mir aber schwierig ist. Ich bin selber ein ganz schwieriges Publikum. Also ich bin jetzt, wenn ich oft in Veranstaltungen sitze, denke ich mir, ich möchte jetzt oft viel mehr von mir geben. Also ich bin dann oft so konzentriert, dass ich gar nicht so... Also ich selber mag die Leute, wie ich selber bin, im Publikum nicht so gern. Also ich mag lieber die sich wegschmeißen, die ihr Taschentuch nehmen und dann warnen müssen vor lauter Laut. Das mag ich und das bin ich gar nicht. Da denke ich mir, scheiße, ich bin eigentlich... Ja, du bist ja eher der umsteht. Weil also ich kann zum Beispiel in deinem Programm, ich habe voll gelacht. Wir haben dann direkt die Backen wieder voll gelacht. Also, weil ich finde, du bringst das schon einfach so rüber. Man muss schon manchmal nur lachen, du hast noch gar nichts gesagt. Also du bist schon diese drei Künstler, die du da ausgesucht hast. Ich habe schon das Gefühl, dass die Gebete gut helfen, weil der Humor, der kommt bei dir so ganz easy ausgeschüttelt, kommt ja die Pointe und jeder birgt sie. Also du musst dich da gar nicht, glaube ich, stark anstrengen. Du schreibst ja auch in der Zeitung immer über das Weltgeschehen, gell? Und selbst da, du kannst ja gar nicht ernst schreiben. Du bringst das ja wieder mit so einem Sarkasmus und an so einen schönen Humor, finde ich. Also das ist da wirklich in die Wiege gelegt. Ich habe sogar überlegt, ob das vielleicht in deiner Familie, hat es da schon jemanden gegeben, der auch so gut das raushaut? Ich glaube, also mein Vater war lustiger, mein Opa war lustiger, meine Mama war ganz eine liebenswerte Frau. Ich glaube, dass in den Leuten, die ich in der Familie kennengelernt habe, also meine Vorfahren, da steckt, glaube ich, einiges drin. Die haben halt zu einer völlig anderen Zeit haben die gelebt, wo ganz andere Prioritäten vorgeherrscht haben. Also ich glaube, dass mein Vater selbst ein berufslustiger werden hätte können, so lustig war der, aber er war halt damals, also diese Generation nach dem Krieg, war halt mit anderen Dingen beschäftigt. Der war zum Beispiel Flüchtling, er ist aus Schlesien gekommen und die haben halt erst einmal ein Leben wieder aufbauen müssen, also so am Stammbaum gekommen. Und bei meinem Opa war es genauso, das waren also meine ganzen Vorfahren, ich komme aus waren keine wohlhabenden Leute, sondern es waren sehr arme Leute. Und die haben sich halt einfach um andere Dinge kümmern müssen. Ich finde das heute ein großes Privileg, dass meine Vorfahren so viel geschaffen haben, dass ich halt wirklich diese freie Entscheidung gehabt habe, was ich beruflich mache. Ja. Weil das haben, glaube ich, die vor mir nicht gehabt. Und ich glaube, in denen war ganz viel drinsteckt. Vielleicht, wenn die heute leben würden, die das Gleiche machen wie ich, aber sie haben sich einfach auf andere Dinge konzentrieren müssen. Ja, das stimmt. Die haben da gar nicht so viel Wahl gehabt. Und als Künstler, es hat schon Künstler gegeben, aber war nicht so einfach. Also der Unterhalt, der Lebensunterhalt. Und hat man ja jetzt gesehen zu Corona dann. Plötzlich ist der Zweig irgendwie verwehrt. Ja. Und du kannst nicht mehr so, wie du möchtest. Ganz genau. Ja, ich muss noch mal einsteigen, weil du vorher was von Beten eben gesagt hast. Das würde mich auch interessieren. Ich weiß nicht, ob du das uns mitteilen magst, aber sagt man die in der Kirche? Glaubst du an was man nicht sehen kann, oder an eine höhere Macht oder an einen göttlichen Weg? Also ich glaube was, und zwar ganz massiv, weil ich schon sehr viel erlebt habe in meinem Leben mit 58 Jahren. Ich habe also sehr viele dramatische Dinge in meinem Leben erlebt. Ich nenne das aber immer der große Weltgeist, weil ich bin ich bin dafür überzeugt, ich meine, ich finde es ja eigentlich auch, wenn du darüber überlegst, ich finde es ganz aberwitzig eigentlich, dass wir eine Welt haben und das geht für die Naturvölker los über den Islam, Hinduismus, Christentum und so, und alle glauben dann letztendlich an irgendeinen verschiedenen Weg, den dann wenn der Körper nicht mehr existiert, dass das Leben in irgendeiner Form dann sich wandelt zu irgendwas anderem, und jeder hat da so seine Vorstellung. Das ist halt das, wie beschränkt das der Mensch halt ist.
Aber dass diese Religionen halt auch zum Teil gegeneinander stehen, das ist für mich absurd, weil ich mir denke, es wird sicher nicht sag ich mal, für den Anhänger des Islam seine Art vom Himmel geben und für die Christen dann ihre Art vom Himmel. Also es wird nicht irgendwie dann so wie im Recyclinghof dann so sein, dass deine Seele da hinkommt, grün, gelb, blau und so, sondern es wird halt eins und dasselbe sein. Von dem her finde ich, dass der Weltfriede halt allein schon das dahingehend besser herzustellen war, wenn man sich einfach mal, also jetzt haben wir ja global, wenn man sich vielleicht auf eine gemeinsame Religion einigt, was für ein blöder Gedanke, aber trotzdem waren viele Dinge wahrscheinlich einfacher. Ich selber glaube wirklich an was, das Einzige, was mir ein bisschen oft verloren gegangen ist in meinem Leben, weil ich habe meine Eltern schon verloren, also ich habe mehrere Menschen in meinem Leben verloren, die mir halt sehr, sehr, sehr nahe gestanden sind. Und was ich dann oft gesucht habe, ist, gibt es irgendeine übergeordnete Gerechtigkeit? Und da stoße ich eigentlich schon immer an Grenzen, weil ich mir denke, alles, was ich bis jetzt erlebt habe, also da habe ich halt so meine Zweifel. Also, ja. Genau. Jetzt das braucht, gell? Genau, oder regulativ, weil man meint ja immer, ja, Dinge, die regeln sich schon, aber manchmal denke ich mir dann, ist das gerecht? Und dann komme ich oft zu der Antwort, geschlossene Frage, nein, ist es nicht. Also, andererseits bin ich halt ein Mensch, der sagt, dass ich halt nach Rückschlägen, die ich halt auch erlebt habe, dass der Auftrag des Lebens für mich ein ganz wichtiger und großer ist und dass ich einfach sage, es ist in jeder Situation vom Leben ist es mein Auftrag, es positiv zu führen, ist so auch meine Kinder weiterzugeben, so auch, also wirklich zum Versuchen, es hat nichts mit meinem Beruf zu tun, sondern das ist einfach eine innere Einstellung, die ich mir selber schon auch erarbeitet habe, wo ich sage, immer versuche weiter zum Leben, es gut zu machen und gut für mich zu machen, sie positiv auch nach ganz großen Einschlägen, sie positiv aufzustellen und sagen, dahin möchte ich weitergehen. Manchmal fällt es schwer, aber manchmal hilft es dann auch nach einer Zeit, um zu sagen, ja, jetzt geht es mir wirklich wieder gut, es geht mir besser. Genau. Ist schön und haben da wieder diese zwei Menschen oder diese Teile in dir, wie es da vorher gesagt hast, der eine Teil rebelliert und sagt, das hätte es jetzt nicht braucht, das war nicht gerecht, und der andere sagt, ja, aber du wirst sehen, es kommt noch ein anderes Geschenk oder der Weg geht weiter oder es war wichtig, dass du das durchgemacht hast oder ja, wieder zwei Parts, das fällt mir auch immer so, das fällt mir im Leben immer mehr auf, das Menschliche darf ruhig rebellieren, das muss auch nicht immer tolerant sein, das kann auch mal richtig, dem kann zum Kotzen sein, ein Mensch, das macht überhaupt nichts, die andere Stimme ist ja immer da, gell? Ja, also das zweite Gesicht ist immer da, also es ist immer, das ist glaube ich was jeder hat und was jeder kennt. Ja, sehe ich auch so. Ich habe ihm auch mal ein Lied geschrieben, Jesus-Podcast habe ich das genannt, und das ist mir auch, während der Autofahrt ist mir das einmal gekommen, mit Musik gleich, mit Melodie ist es einfach reingekommen. Dann habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich sowas veröffentlichen mag, Jesus-Podcast, wer redet denn drüber? Ja? Also ich bin Jesus-Fan, ich kann das schon sagen, es gibt mir was ab, die Lehre, die Thematik, da findet ich mir was, und dann habe ich das Lied geschrieben und dann habe ich es auch veröffentlicht, weil ich das ein bisschen, da glaube ich, haben wir uns sehr ähnlich, ich habe es dann ins Lustige gezogen und habe geschrieben, ich stelle mir halt gern vor, ich stelle jetzt 2 Tassen Kaffee her und auch wenn ich ihn nicht sehe, aber jetzt sitzt er da und ich kann meine Fragen stellen, ich kann lachen mit ihm, weil er ein lustiger Typ war, glaube ich, oder das sage ich mir einfach. Und er hat es ja auch nicht leicht gehabt auf der Erde und hat auch sein Kreuz dran. Und wenn ich meine Fragen, die kann ich stellen und die kommen dann auch später, die Antworten kommen oft einmal, wenn ich draußen im Garten was mache, wenn ich am Hochbeet werkel, auf einmal ist die Antwort da. Ja, und dann habe ich es ins Lustige gezogen. Und das glaube ich selbst, und ich schreibe auch gern bayerisch, darum habe ich mich so gefreut, was du zugesagt hast, weil uns da ein bisschen was verbindet. Ja, wobei, war ja in meiner Antwort vorher schon drin, was Religionen betrifft, bin ich halt, sobald es so konkret wird, da habe ich so immer so ein bisschen mein Problem damit, und gerade was Jesus, Mohammed, alle, die so da so sie diese Religionen gegründet haben, womöglich, da wird es halt für mich oft so konkret, und was für mich halt immer ein bisschen schwierig ist, ist, dass die Firma, die Religion bei uns zum Beispiel vertritt, mit der kann ich halt wenig anfangen, weil sie das halt so entwickelt hat, und jetzt ist das für mich natürlich mit so einer konkreten Religion schwieriger geworden, also viel schwieriger. Und das Einzige, was es halt für mich gibt, ich habe einen sehr guten Freund, der ist Diakon und Seelsorger bei mir daheim, und
der vertritt diese Firma nach wie vor und der macht das halt so großartig und das ist halt das, was ich mir rausziehe, weil so was als für mich diese lebenden Menschen, so wie der ist und der sich um Menschen kümmert, der Seelsorge auf höchstem Niveau macht, also das respektiere ich einfach und das sind für mich halt die wahren Hüter dieser, also wenn es so Religionen gibt, wo ich sage, der kann aber auch, glaube ich, damit leben, wenn man sagt, man hat eine Religion, egal wie die heißt und egal ob dieser Jesus ist, ein Mohammed oder irgendein Gott, an den ein Hindu glaubt. Also es ist, glaube ich, da ist... Weil das egal ist. Weil es eigentlich egal ist. Und es geht um das, was im Leben passiert und dann sehe ich halt, wenn da jemand ist, der zwar bei dieser Firma ist, die die Religion vertritt, aber er macht es in so einem zum Teil selbstlosen Engagement und kümmert sich um alle Menschen, die in Not sind und das mit einer wirklichen Berufung, dann sage ich wieder, da macht das Ganze Sinn. Absolut. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke. Jetzt haben wir über deine Vergangenheit geredet, haben wir über die Gegenwart geredet. Jetzt darf ich dich auch gerne ein bisschen was über deine Zukunft fragen. Ja. Einfach so, darf ich fragen, hast du noch ein bisschen was Unveröffentlichtes in deiner Schublade drin, das wo unbedingt raus muss? Bist du schon wieder fest am Schreiben? Das fragst du mir nach 2 Corona-Jahren. Das ist ja hochinteressant. Absolut, oder? Ja, nein, es ist schon so, wir haben ja seit 2 Jahren versuchen wir ein Weihnachtsprogramm, also gerade mit meinem Kabarett-Duo Petznaus und Welt versuchen wir halt ein Weihnachtsprogramm den Menschen vorzuspielen. Das heißt, wir schenken uns nichts. Und das haben wir vor 2 Jahren angefangen, wollten wir vor 2 Jahren, dann 2020 war der erste Versuch gewesen. Dann haben wir es noch nicht ganz, dann haben wir es eigentlich ad acta gelegt, weil wir gemerkt haben, es wird nichts. Und dann haben wir aber 2021 haben wir es richtig eingehängt, haben das fertig gemacht und haben es geprobt und an dem Tag, das war exakt und zwar zur gleichen Zeit, während unserer Generalprobe hat unsere Agentur angerufen und gesagt, es kommt der Lockdown, das ganze Weihnachtsprogramm, die ganze Tour wird wieder gestrichen und jetzt versuchen wir es halt dieses Jahr. Also das haben wir schon lange in der Schublade, da geht es wirklich nur um Weihnachten. Wir haben versucht Weihnachten oder versuchen es nach wie vor kabarettistisch aufzuarbeiten. Das steckt in der Schublade und das ist aber schon fertig. Das möchte raus. Das möchte raus, aber das ist ja wirklich ein Nischenprogramm, da geht es nur um Weihnachten, aber ein richtig neues Kabarettprogramm ist geplant ab 2024. Und da steht, ein Großteil der Tour steht schon, so ist es bei uns. Also das heißt, wir wissen weder Titel noch Inhalt, aber ja, so ist es bei uns einfach. Und die Orte stehen aber schon fest und die Termine sind schon geblockt. Also da geht's dann, da gibt es ja sowas wie eben Heimatpremiere, Münchenpremiere, Starnbergpremiere, also alles, was halt so aber der Titel steht noch nicht einmal fest. Also wir schenken uns nichts, ist ja eh schon sehr zweideutig, das ist ja schon sehr lustig. Genau, das ist der Weihnachtstitel. Das ist der Weihnachtstitel. Und jetzt musst du ins Leere rein, musst du jetzt wieder hinsetzen und musst was rausschütteln, oder so? Also ja, das ist aber, also, wie gesagt, wenn jemand das beruflich macht, sowas begeistert. Und also da hinsitzen vor das leere Papier und zum sagen, so, jetzt brauchen wir einen gescheiten Titel. Und das ist ja eine von den größten Aufgaben, weil mit dem Titel musst du, da geht es ja wieder um ein Programm, das 2,5 bis 3 Jahre gespielt wird. Das heißt, sowohl Titel als auch das Bild vom Plakat und diese ganzen Werbegeschichten, die dann laufen, das muss ja so viel Ausdruck haben, dass du dann sagen kannst, mit dem kannst du leben, mit dem musst du selber auch zufrieden sein. Und das sollte auch die Leute animieren, einfach, dass sie sagen, oh, da möchte ich hingehen, das möchte ich mir anschauen und dass man halt einfach da wieder zusammenfindet, Publikum und Künstler. Es war auch schön, wenn das mal wieder so funktioniert wie vor Corona, ist ja alles ein bisschen anders geworden. Ja. Und also das wünschen wir uns natürlich, aber die 2 Sachen liegen jetzt konkret in der Schüssel, was Kabarett betrifft. Und dann habe ich ja noch meine Band, also mit der Band. Wollte ich gerade fragen, was ist mit der Musik? Weil du hast ja so tolle Musiker um dich herum. Ja. Ihr habt wirklich eine ganz feine Gruppe, gell? Also das sind die lustigsten, also das die lustigsten Typen, muss ich sagen, und auch wirklich gute Musiker. Und was bei uns auch ist, was halt wirklich schön ist, wir sind 5 richtig gute Freunde, das heißt, wir treffen uns auch privat. Also wir haben einen dabei, unser Schlagzeuger, der hat so einen kleinen Bauernhof und da gibt es bei dem Schweinsbraten essen und so. Also wirklich ganz schöne private Sachen, die wir auch machen. Und so. Wir haben halt Spaß mit der Musik. Bei mir, es bedauern zwar alle, ich bedauere es selber auch, aber auf der anderen Seite, das große Pferd, das ich halt habe, und so Kabarett. Ist auch, das ist mein Kabarett, für das ist auch meine Leidenschaft und so. Und das ist auch mein Hauptberuf. Und natürlich ist die Musik, die ich mache, auch lustig und das ist auch humorvoll, aber das ist eigentlich mehr autobiografisch. Mein Kabarettprogramm handelt von der Gesellschaft an sich, von meinen Beobachtungen und in der Band mit der Musik versuche ich halt so mein Leben
ein bisschen, also du weißt ja das selber als Liedermacherin, also wenn man Musik schreibt und wenn man sagt, es geht jetzt in Liedermacherei, dann tue ich das sofort der Band zuordnen, sobald ich merke, ich schreibe jetzt ein Lied, das zur Liedermacherei gehört und das mein Leben an sich abbildet oder die Dinge, die dort passieren, dann geht das zur Band und dann hat das einen anderen Charakter und dann kriegt es halt diesen musikalischen Rahmen, aber das mache ich wahnsinnig gern, aber es ist leider das kleine Pferd, ja, ist ein Luxusproblem, weil ich kann ja auch mit der Band, es bestehen ja so viele Möglichkeiten, das auch ein bisschen, aber dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich sage, wenn ich jetzt beide also auf höchstem Niveau betreiben darf, was irgendwie geht, dann kann man die genau in die Bredouille, dass ich sage, jetzt hätte ich wieder Stress und jetzt darf es mir wahrscheinlich, ich möchte halt gern, dass der Beruf darf gerne mal ein bisschen stressig sein und so, aber mit der Band möchte ich einfach Spaß haben und das ist mein Hobby und dann halt vielleicht zu einer Frage, die du vorher gestellt hast, in der Band kann ich auch oft wirklich meine Batterie aufladen, weil ich sage, da steht, da machst du halt einfach ein bisschen Musik und das aber mit so tollen Musikern, dass es auch wirklich perfekt ist, dass es auch Spaß macht und da kann man wohl ein bisschen Energie rauszapfen. Und die anderen Männer schreiben aber nicht. Also du schreibst die Texte, sind deine Lieder, die anderen spielen es dann. Du gibst das vor, oder wie ist das in der Band? Ich schreibe alle Lieder du schreibst. Und das, glaube ich, ist auch eine Sache, die ich ganz gut kann. Was die Band aber sehr gut macht und das ist halt super, wenn du so tolle Musiker hast. Ich kann mein Lied, ich mache es daheim auch alles fertig, ich spiele auch selber Schlagzeug, ich spiele selber Klavier und alle die Dinge, das spiele ich ein. Aber meine Musiker kennen jedes Instrument, das ich kann, besser wie ich. Das heißt, sie machen dann, wenn das Lied fertig ist und ich ihnen den Vorschlag mache, dann werden die das veredeln, indem sie natürlich die Virtuosität ihres Instruments so einsetzen, dass das Lied dann letztendlich so wird, wie es wird und wesentlich besser als meine erste Version ist, sobald die Band da mit drüber geschaut hat und sagt, jetzt schauen wir mal, dass wir aus dem sein Zeug was Gescheites machen. Das kann ich so richtig nachvollziehen, weil ich glaube, ich habe auch jetzt mittlerweile über Corona mindestens 30 Lieder im Ordner und die haben einfach, die habe jetzt ich aufgenommen, bloß in ein Audio und mit Gitarre und da kannst du aber wirklich mit 5 guten Musikern ganz was anderes machen, das weiß ich auch und auf das freue ich mich schon, wenn das einmal der Fall ist. Wenn das der Fall ist, also dann hat man auch, es ist ja auch, der Unterschied zum Kabarett ist natürlich auch, was auf der Bühne ist. Wenn ich stehe in der Mitte und muss dort singen und muss die Leute dort unterhalten, das ist meine Aufgabe. Trotzdem ist es so, wenn du dann 4 Musiker hinter dir hast, du bist halt so eingebunden, das ist so eine maximale Sicherheit, die du da hast. Und das macht bei der Band halt auch Spaß, darum kann man sich da auch ein bisschen entspannen. Wobei das halt beim Kabarett ist es so, bist halt viel nackerter. Ja. Also ich bewundere jeden, der Solo-Kabarett macht, weil du bist halt ganz nackert. Und zu zweit ist es zumindest so, also ich habe immer schon zu zweit Kabarett gemacht und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil du halt deine es ist ein Hin und Her. Siege und Niederlagen, die bearbeitest du halt gemeinsam auch. Ja. Und die Chance hast du, wenn du zu zweit bist. Das hast du halt jetzt nicht, wenn du allein bist. Aber bei der Band ist halt, wie gesagt, hast du hinter dir die Musiker, da bist du vorne und bist eingebunden und hast dann noch einen Spaß. Also, und das hast du beim Kabarett natürlich auch. Ja. Aber natürlich ist die Trefferfläche, die du selber hast, also die Türe, die du da aufmachst, die machst du halt da schon ganz auf und es ist nochmal eine andere Mutprobe. Absolut, also verstehe ich total. Und ich habe auch bisher gar nicht Lust gehabt, dass ich ganz allein, wie du sagst, knockert, als Einzelkünstler mit meiner Gitarre auf die Bühne gehe, weil ich habe da einfach eher, so wie du sagst, ich mag mich da eingebunden fühlen mit ein paar guten Männern und das muss Spaß machen. Ja. Also das, glaube ich, kann ich erwarten. Oder, weiß ich nicht, kann ich mir aus der Betten, wie du gesagt hast am Anfang. Oder du hängst ein paar Bilder auf, da wo man den immer vorbeigehst. Und immer wieder Bette zu der Band. Mich, genau. Ja, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du überhaupt Zeit genommen hast. Es war mir wirklich eine große Freude, auch die kennenzulernen. Wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht. Und darum habe ich mich noch mehr gefreut, dass du sagst, ich fahre her und beantworte deine Fragen und ich war sicher, dass es jemand anhören mag. Und ja, ich wünsche dir das Beste und eben ganz, ganz viel Spaß und Erfolg wieder mit den neuen Programmen und das kann ich nur zugeben, dir auch das Allerbeste, auch für deine Ideen, dass du sowas machst, dass das sich durchsetzt, dass du tolle Menschen kriegst, die zu dir kommen und wirklich auch schöne Fragen beantworten dürfen, so wie du das heißt. Schön, freut mich. Dankeschön für dein Kind, Marc. Danke auch.